Kurz bevor das Video jetzt hier noch losgeht, wollte ich euch noch mal eben Autodoc vorstellen. Autodoc sponsert das heutige Video. Ich zeige euch mal eben die App. Ist auf jeden Fall schnell runtergeladen. Dann sieht man hier direkt übersichtlich, kann man oben seine Teile eingeben, die man sucht, oder nach Teile-Nummern. Oder man sucht einfach direkt sein Auto aus, entweder nach Schlüsselnummer oder den Fahrzeugtyp halt auswählen. Und schon hat man alle Teile hier angezeigt, was ein Auto halt hat. Bremsen, Reifen, Motor, was man halt so kennt. So, dann sucht man sich eine Kategorie aus, was man halt braucht. Wir gehen heute mal auf den Motor. Dann sehen wir direkt, was der Motor alles hat. Gehen wir einfach mal auf eine Sache. Hier sieht man jetzt direkt von preiswerten Angeboten bis hochwertigen Angeboten. Liegt daran, was man halt kaufen will für sein Auto. Ist ja jedem selber überlassen. Auf jeden Fall gibt es hier überall fette Prozente. Und mit unserem Gutscheincode gibt es nochmal extra Prozente. Den ganzen November läuft jetzt auch noch der Black Friday Sale. Also schaut schnell vorbei, da gibt es nochmal extra Angebote. Und es gibt auch noch das Angebot Freunde werben Freunde. Also ihr empfehlt einen Freund die App, er kriegt 5 Euro und du kriegst 5 Euro, also schaut schnell vorbei. Mahlzeit, moin Freunde der frühen Unterhaltung. Wie ihr seht, stehen wir gerade vor unserem UAZ. Ich glaube UAZ heißt das eigentlich. UAZ? Mhm. Schreibt es einfach in die Kommentare. Wie ihr wisst, haben wir uns das Ding letzte Woche gekauft. Haben aber noch nie unten drunter geschaut. Stefan versucht mir jetzt anzuwachen und dann eben zur Bühne zu fahren. Da haben wir nämlich Licht, weil es ist nämlich eigentlich noch gar nicht so spät, aber schon dunkel. Oh ja. Oh ja. Fängt ja an wie ein 1,9er, wa? Ist so, Junge, der läuft echt gut. Dafür, dass der ultra lange schon wieder gestanden hat und noch nie richtig gelaufen hat bei uns. Eine Woche stand der. Ja, aber sonst hat er noch nie richtig wieder warm geworden. Oder ist nicht warm geworden. Hey, jetzt ist wieder angegangen. Ja. Komm mal schnell, komm mal schnell. Die ganze Achse dreht sich so vorne, wenn du blockiert. Ich mag diese, bis auf dass die Achse klack, klack, klack macht. Immerhin an. Ganz gut. Aber ist halt so, ne, wenn man mit Leuten Geschäften macht, die ein bisschen ein Otto geworden sind. Ach, Ford ist da. Ach ne, das ist die Glocke einfach nur, ne? Ja, wie groß das Getriebe nur ist. Wie groß ist denn das Getriebe? Ist da auch eine Kette drin? Ein kleines Pissgetriebe und überall schön die scheiß Dichtmasse zwischen. Steht bestimmt im Leitfaden. Ja. Verwenden Sie Dichtmasse. Schleift schön am Auspuff. Woran siehst du das? Hier schön. Was ist das? Die Kardanwelle. Oh, du Fleckstück ist auch nur durch. So, und das Hauptproblem ist das hier. Jeder, der ein bisschen technische Kenntnis hat, Weiß nicht, was du meinst. weiß, dass das hier fest sein muss. Und das ist es leider nicht. Das muss so. Dies passt schon so. Wie der denn? Ja, doch. Allrad ist drin. Kann man ja Allrad dran ausstellen. Es sind fast überall Schmiernippel dran, ne? Ganz toll. Hier schön Schmiernippel. Da Schmiernippel. Oben die Schaltung hat Schmiernippel. Naja, der Motor wurde auf jeden Fall rustikal umgebaut. Wenn man sich so hier die Halter und so geguckt. Ja, auf jeden Fall schon mit Matsche gesehen. Auf jeden Fall eben was zusammengetüdelt und fertig. Für TÜV sieht das auf jeden Fall noch ein bisschen tricky. Was ist das? Boah, ne, das Spiel. Ewig. Radlager oder so. Ich glaube, die Vorderachse Die Räder eh nochmal runter müssen, wie neue bedarf ein bisschen Arbeit. Nur das Schlimmste ist halt das hier. Wollen wir das Öl runterlassen? Will man das? Dann treibt ganz gut da drin, also da sollten wir auf jeden Fall mal reinschauen. Ich weiß nicht, ob das alles so original ist. Ich weiß nicht, ob das Russenqualität ist. Auf jeden Fall sieht das alles ein bisschen komisch aus. Was zum Tank sagen? Ja. Den Tank, den würde ich heute neu bezeichnen. Neuwertig. Ja, ach ja, Ist da neuwertig. Schraube dran oder was ist das? Jo, sieht so aus, ne? Ich denke mal, der darf auch mal, bedarf einer kleinen Überholung. Also das ist so normal.
Auch cool gemacht. Die Kiste hat ja rundherum Trommelbremsen. Ist ja nicht so ganz unüblich. Aber die Handbremse ist ja bei den meisten deutschen Autos oder normalen Autos, ist die ja hinten über einen Seilzug quasi geht die. Aber bei dem Auto ist das hier die Handbremse. Was ist denn das? Ja, das ist auch nochmal eine ganz normale Bremstrommel. Naja, auf jeden Fall, die Handbremse läuft hier über die Kardanwelle. Sprich, ja, doppelte Sicherheit. Ich glaube, das ist eher gemacht, weil dieser Mechanismus, der da dran ist, meist hat man ja einen Seilzug und so einen Scheiß. Der wird, glaube ich, bei so einer Ackerkarre schneller kaputt gehen, als man Arm sagen kann. Deswegen denk ich mal, haben die das so gebaut. Ja. Ich denke mal, das ist kein Vintage-Look mehr. Das ist harte Beanspruchung, Schrägstrich Vergewaltigung. Auf jeden Fall, das Auto hatte, ich glaube, schon eine ziemlich harte Zeit. Wir müssen erstmal selber gucken, ob es sich noch lohnt, den zu reparieren oder nicht. Wir fahren einfach mit Heckantrieb. Das ist wieder alles gängig. Eben umgestellt auf Zweirad. Ich will jetzt mal eben kurz gucken, weil die Kiste hat oben 3 Hebel. Also einmal Schaltung, Untersetzung und der dritte dachte ich immer, man kann den Allrad damit ausstellen. Aber man kann hier an den Radnaben auch den Allrad ausstellen. Deswegen wundert mich das gerade. Oder ob man damit, ja, muss man eigentlich auch noch mit ausstellen können. Jetzt ist Allrad. Jetzt ist auch alles am Ballern. Und jetzt macht man auch. Jetzt grummelt es nur noch. Jetzt grummelt es nur noch. Hier, das sind alles Schweißnähte. Ja, aber ist das denn schlimm? Weiß ich nicht. Warte, bestimmt eine Fachfirma gemacht, schätze ich mal. Stimmt, ja. Wie der Rest hier dran aussieht. Only. Du willst ja jetzt wohl nicht rumstiegen, oder? Der rechte war doch die Dings, ne? Hattest du, glaube ich, im Video auch geschaltet. Ja, ich glaube schon. Untersetzung. Guck, Ja, jetzt so ist raus. komplett frei. Ja. Hier so ja auch, wenn du hinten jetzt drehst. Wir haben jetzt oben der eine Hebel ist doch für den Allrad zum Aufstellen und kann man dann hier nur die Achsantriebe rausnehmen. Ich kann mir wohl vorstellen, dass man die Achsantriebe rausnimmt. Ich denke mal, damit man Sprit spart. Aha. Oder nicht? Weil sonst müsste ja die ganze Technik alles noch mitlaufen. Ja, auf jeden Fall können wir das Auto jetzt erstmal wieder so bewegen. Natürlich ist es nur Behelf und das Radlager ist trotzdem kaputt. Aber wir müssen das Auto einmal waschen. Dafür müssen wir ein bisschen wegfahren. Müssen wir erstmal waschen. Danach gucken wir mal, ob wir die Achse da rauskriegen. Hoffen, dass da nicht zu viel dran kaputt ist, sondern nur Lager. Aber, hey, mein Auto nicht kaputt! Er ist doch nicht durchgerostet. Wie viel Spaß muss man haben, so ein Rohr hier zu flicken? So, ne? Alter! Aber warum macht man da nicht Dünnes, hier ein dickes. neues Rohr rein? Nein. Weil man kann Einmal- uns den Halter abzuschrauben. Kannst du nur jetzt hier da noch einer? geschnitten, da geschnitten, das alte hier zwischengelassen, einfach da. Da hat er einen halben Tag dran geschweißt, oder nicht? Mindestens. Bis er das wieder zusammen hatte? In Russland, ne, da hatten die alles. Das ist. Ich bin aber mit 2 Autobatterien geschweißt. Und einen alten rostigen Nagel. Kannst ja schon mal Teile raussuchen heute Abend. Ja, ne. Ja, lass mal wieder runterlassen. Also was sagst du jetzt? Im letzten Video hast du noch gesagt, Leiterrahmen und so ist eigentlich eine gute Chance. Ja, ne. Passiert eigentlich nichts dran. Man hat ja nicht so richtig. Das ist jetzt schon wieder hinfällig, glaube ich, irgendwie gesagt. Leiterrahmen ist natürlich erstmal von Grund auf sehr positiv. Hat den Grund, weil das tragende Teil in dem Moment der Leiterrahmen selber ist. Allerdings mit dem geht's vielleicht leider gar nicht. Ja, wir können so gut beifuschen, dass man das nachher der TÜV gar nicht erst sieht. Das ist vielleicht einfach nur so Schattenwirkung, weil durch die Karosse kommt Licht wie im Fußboden so und dann sieht man halt so ein bisschen Schatten. Also eigentlich war dieses ganze Projekt schon zum Tode verurteilt. Das Ganze fing an, da wir schon den Anhänger hinter das Auto gemacht haben. Da habe ich schon gesagt, das wird eh gekauft. Ja. Auf den Bildern sah der auch deutlich besser aus. Der sieht auch echt ganz gut aus, wenn man 50 Meter davor steht. Das stimmt. Und dann haben wir gesagt, da tun wir uns keinen Gefallen mit. Ja, aber für das kannst du den auch nicht stehen lassen. Aber da, nee, Blech und hier und da und ach komm, wir machen doch erstmal TÜV. Wollen wir eigentlich auflösen, was wir bezahlt haben? Wir konnten den netten Herrn Gott sei Dank noch ein wenig drücken und haben dieses tolle Kfz für 1,5 gekauft. Den netten Herrn, da darfst du gerne weglassen. Warum? Der war nett. Sind solche Leute. Der war nett, der hat den stimmt, Video der war gezeigt, wie das Auto fuhr, gar kein Problem. Ja, Ich glaube, das war ein Problem. anderes Auto. Ja, jetzt möchte Stefan gerne mal testen, wie es läuft, wenn er nur Heckantrieb hat quasi. Wir haben jetzt die Vorderachse komplett ausgestellt, weil da kam ja die Verzahnungsschwierigkeiten, dass das
Da der erste Zahn sich gern mit dem dritten schon verbinden wollte, obwohl das gar nicht soll, aber... Und dann muss man richtig einen backen lassen, aber hey, der Axel, oh, der wiegt ja nix. Oh, hat das gesehen, ey? Schielsmann. Guck mal, kein Knacken, kein Nix. Oh. Guckt euch noch schnell unseren Song an, der ist sofort online, also hört ihn euch an. Mit Musikvideo, ist auf jeden Fall ganz lustig geworden. Und am 4. und 5. Dezember sind wir auf der Essen Motorshow. Halle 6, Stand F13 sind wir. Wenn ihr uns sehen wollt, ein Autogramm haben wollt und unseren Volvo sehen wollt, kommt einfach vorbei. Wir sind da, vielleicht sind wir auch gerade irgendwo anders am Bier trinken, aber man wird uns wohl sehen. Ist doch die Bremse ganz gut. Das Bremse geht nicht? Doch, aber mit draufstellen und dann hält er ganz langsam an. Woher im Gegensatz zur ersten Fahrt fährt er zumindest. Ah. Nur die Servolenkung, ich glaube, die ist kaputt. Echt? Dicht. Ich glaube, das Auto hat noch nicht so wirklich eine. Oh. Vorsicht, Hund. Aber jetzt fährt es zumindest wie ein Auto. Guck mal, wie ruckelig, aber Vorsicht. Ja? Oh ja! Oh ja! Alter! Oh ja! Da oben ist aber stramm, ey. Richtig Rutzki-Land, ey, wenn die damit durch die Gegend fahren, ey. Und null leise, das Vollgas. Das sind, glaube ich, keine 90 PS. Ich glaube, der Turbo drückt noch ein bisschen Öl, wa? Meinst du? Ist auch nicht synchronisiert, das Getriebe. Oh ja. Aber er fährt, ey. Wow, ganz toll. Nicht? Ja, super. So, Tür ist auch wieder zu. Ey, mir ist es schlecht. Schlägt Licht ist gut? Ja, Soll ich noch ein bisschen helfen? Vollgas. Das zieht gar nichts, ey. Oh, noch eine Bremse. Oh. Scheiße. Ja. Also das will, glaube ich, nur ein Auto zum Spaß haben. Ich glaube, wenn wir den bei Marco auf der Rolle haben, der drückt keine 40 PS. Ja, Junge, der lässt sich mal einen Backen. Ah, Oh, kann wohl. muss noch ein bisschen Turbo-Tuning betrieben Ja, das werden. stimmt. Scheiße. Ich glaube, da sagt der deutsche Typ trotzdem, nö. Ein bisschen Arbeit wird es wohl noch sein. Ich war ein bisschen gut zufrieden mit der Pro. Also die Leistung, habe ich gesagt, schätze ich so auf 30 PS. Oh. Vom reichen wenig für so einen großen Motor, oder? Für 2,5 Liter? Turbolader. Dritten Gang, Vollgas, da kommt gar nichts. Aber ich denke mal auch, dass das Gas irgendwie nicht richtig geht, weil das ist ja schon kurz vorm Boden. Wahrscheinlich der Original-Gasgestänge. Ja. Wahrscheinlich Die gibt es Drossel. in Wheel nur Halbgas oder so. Die Drossel dafür. Ja, nicht Aber welcher TÜV trägt sowas ein, ey? hängt Ist auch ja schon nicht eingetragen. mehr. Hängt Ja, nicht aber mehr. deswegen, ja, wer trägt sowas ein? den- Hängt, hat er. hängt nicht mehr. Ich glaube, wir hätten das besser uns nicht angucken sollen. Bis jetzt habe ich über Stolz gesagt, was wir für ein geiles Auto gekauft haben. Jetzt schwindet dahin, oder wie? Jetzt kann ich mit Stolz sagen, das ist ein Haufen Scheiße. Naja, Also auf der jeden jetzt auf Fall. Kleinanzeigen als Teilespender, solide, super Vorderachse, das kannst Ja. du 1:1 umbauen, ist kein Problem. Wir überlegen uns, ob das verkauft wird oder nicht, das Kfz. Ansonsten werdet ihr die ganzen Szenen nicht mehr sehen. Nein, Quatsch. Ja, wie ihr selber, glaube ich, gesehen habt, wird es wahrscheinlich erstmal für einen deutschen TÜV ein bisschen schwierig. Gucken, wie viel Elan wir dazu haben oder auch nicht. Vielleicht wird es auch einfach unser Spaßauto. Ist ja bald wieder Saison, vielleicht will ja irgendeiner so einen schönen 2,5 Liter Diesel kaufen, ey. Kommt ja Der hat auf jeden Fall richtig Leistung. bis nach Polen und zurück. Naja, zum Angucken sieht er auf jeden Fall schön aus. Wie ein geölter Blitz. Ja, ich hoffe, euch hat das Video wieder einmal ein bisschen Spaß bereitet. Wir sehen leider nur die Arbeit dahinter und sind jetzt nicht mehr so begeistert. Deswegen werden wir uns gleich einfach noch sinnlos vom Planeten schießen müssen. Vielleicht kommen wir doch noch mal tolle Ideen, was wir dann machen wollen. Vielleicht lassen wir den auch einfach in so ein Kalkweg reinfallen oder so. Mal schauen. Auf jeden Fall, wenn ihr jetzt das Video seht und zufällig diese Dieses Vorderachse Auto zu Hause liegen habt, dürft ihr euch gerne mal eben melden. Mit Knacken oder ohne? Glaub aber eher nicht.
Aber das wäre auf jeden Fall ganz smart, wenn wir einfach eine neue Vorderachse drunter schrauben. Aber zur Not wird die zerlegt und fertig. Fertig. Kommt noch ein Gehäuse da reingebaut, fertig. So. Lasst einen Daumen oben da, abonniert uns weiterhin so fleißig wie bisher. Schaut bei uns im Shop vorbei, wie gesagt, bald ist Weihnachten. Wir haben jetzt auch demnächst Cappies. Ich habe leider noch keine ergattert, ist nämlich brandneu und frisch im Shop.